Hallo miteinander! Hallo zusammen! Hey, es ist super, mit euch Zeit zu verbringen. Yes, und wir hoffen sehr, dass ihr eine gute Nacht habt und dass es euch so richtig gut geht. Hey, aber dir geht es heute auch richtig gut, habe ich das Gefühl. Hast du gut geschlafen? Oder ist sonst etwas Lässiges passiert? Ja, also mir geht es mega gut. Weißt du denn nicht, was heute für ein Tag ist? Also, nein, nicht wirklich. Also, heute ist doch einfach Sonntag. Also, weißt du, so normaler Sonntag, easy, frei, wir gehen in den Kino. Aber sonst, nein, keine Ahnung. Wisst ihr daheim, was heute für ein Tag ist? Sonntag stimmt, aber ganz ein bestimmter Sonntag, genau. Es ist Pfingsten. Ach, stimmt. Das ist ja der Tag, wo der Heilige Geist auf die ersten Nachfolger von Jesus gekommen ist. Ja, genau. Nachdem er in den Himmel zum Vater gegangen ist, haben die Leute, die zu Jesus gekommen sind, gewartet. Und dann ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Und das haben wir doch gerade vor ein paar Wochen im Mini-Kigo-Video gehört. Und wenn ihr das Video verpasst habt, könnt ihr es auf unserem YouTube-Kanal nochmal anschauen. Und zwar ist es ein Video vom 14. März. Und dort geht es genau um Auffahrt, wo wir letzten Sonntag gefeiert haben, oder letztes Wochenende am Donnerstag gefeiert haben, Pfingsten und vor allem um den Heiligen Geist. Ja, und weißt du, warum passt das mit Pfingsten und dem Heiligen Geist so gut? Weil wir heute an diesem Tag eine neue Serie anfangen. Und in dieser Serie geht es um den Heiligen Geist und um was er alles so macht. Genau. Der Heilige Geist hat durch die Menschen ganz grosse Sachen gemacht. Und einen von diesen Menschen lernen wir heute kennen. Wir werden in den nächsten Kigos von seinen Abenteuern mit dem Heiligen Geist hören. Wir werden aber auch hören, dass wir heute mit dem Heiligen Geist Abenteuer erleben können. Und dass er für unser Leben, aber auch für dein Leben einen Plan hat. Bevor wir das aber hören, stehen wir doch gerade zusammen auf und wir singen ein Lied miteinander. Ich kann singen, Wie Jesus für alle Menschen, wo ich triff, so bin ich ein Vorbild, wie was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich. Kann ich dir helfen, Dankeschön? Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich. Kann ich dir helfen, Dankeschön? Ich kann sein, wie Jesus für alle Menschen, wo ich triff, so bin ich ein Vorbild, wie was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich. Kann ich dir helfen, Dankeschön? Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich. Kann ich dir helfen, Dankeschön? Jesus, danke vielmals, dass du heute da bist und dass wir uns daran erinnern an den Tag von Pfingsten, wo du deinen Heiligen Geist geschickt hast, als unser Helfer, als unser Tröster und der immer mit uns ist. Und das ist nicht nur dann so gewesen, sondern ist auch heute so. Alle die zu dir gehören, die dürfen auch den Heiligen Geist haben und das gilt für uns. Und für das danken wir dir von ganzem Herzen. Danke, dass du da bist und dass du zu uns redest in dieser Zeit, die wir Kigo haben. Wir loben und wir preisen dich. Amen. Amen. Hallo Abby, hallo Dakota. Hi Deborah. Hallo. Hey, ich möchte euch heute einen Mann vorstellen. Vielleicht kennt ihr ihn. Es ist einer von diesen Männern, der die Bibel, Gottes Wort, sehr, sehr viel studiert hat. Er hat Gottes Wort gelesen und wollte machen, was Gott Freude macht.
Ihm ist es gar nicht egal, was Gott über ihn denkt. Er will gut sein und alles richtig machen, damit Gott ihn als Freund annimmt. Ja, und jetzt, was meint ihr? Was hat Gott über ihn gedacht? Gott hat sicher Freude gehabt, dass er sich so Mühe gibt. Also, ich meine, Bibel lesen ist doch super. Das hat Gott sicher gefallen. Gell? Das könnte man meinen. Hey, aber es war im Fall nicht einmal so. Gott hat diesen Mann als seinen Feind angeschaut. Was? Als Feind? Das ist aber unfair. Ja, das klingt sehr unfair, hat aber einen Grund. So wie der Mann ist, hat er nicht ein Freund von Gott sein. Er hat immer alles selber versucht zu machen. Er hat selber versucht, gut genug zu sein und alles richtig zu machen. Und dass Gott ihn dann annimmt, hat er gedacht. Aber wir wissen doch, dass das gar nicht geht. Es gibt doch nur einen Weg zu Gott. Ja, nämlich Jesus. Genau, Jesus ist es. Super Antwort. Genau, wir Menschen können nur zu Jesus, zu Gott kommen. Durch das, was er am Kreuz gemacht hat. Und der Jesus hat der Paulus oder Saulus, wie er auch geheißen hat, eben nicht gekannt. Und das ist ein Paulus seine Geschichte. Der Paulus will nichts mit Jesus zu tun haben. Die Christen, die immer sagen, nur Jesus ist der Weg zu Gott, die nerven ihn. Der Paulus kann doch auch so gut tun. Er ist doch ein Guter und er möchte Gott folgen. Er denkt, ich mache alles, um Gott zu gefallen. Also gehöre ich zu Gott. Da braucht es doch keinen Jesus. Der Paulus hat mitbekommen, dass die Christen verfolgt werden. Das heisst, sie werden ganz böse behandelt, weil sie an Jesus glauben. Und eigentlich findet das der Paulus ganz gut. Er ist sogar dabei, wenn es die Christen abmachen. Und so hat der Paulus selber angefangen, die Christen zu plagen, sie verfolgen und ins Gefängnis rühren. Endlich tut jemand etwas dagegen, damit die nicht immer alle von dem Jesus reden, hat er gedacht. Er ist richtig wütig auf die Jesus-Nachfolger. Und dabei denkt er noch, dass er das Richtige macht und Gott daran Freude hat, weil es gibt ja nur einen Gott. Der Paulus möchte das nicht nur in Jerusalem machen, sondern auch viel weiter weg, überall gegen die Christen gehen. Und so macht er sich auf den Weg nach Damaskus. Das ist ganz eine lange Reise. 250 Kilometer zum Laufen. Viele Tage sind er und seine Freunde unterwegs. Wo sie schon fast dort ankommen, mitten am Tag, passiert etwas. Oh. Ah. Oh. Ah. Was ist... Ah. Saulus! Saulus! Warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, der, wo du verfolgst. Jesus. Stand auf und gang in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du kannst tun. Der Paulus hat eine Begegnung mit Jesus. Nachdem Jesus fertig geredet hat, wird der Paulus die Augen auftun und weiterlaufen. Als er das macht, alles ist dunkel. Er sieht nichts. Der Paulus ist blind. Seine Begleiter nehmen ihn an der Hand und führen ihn in die Stadt. Dort bleibt er und wartet, so wie es Jesus ihm gesagt hat. Ein Christ, der auch in dieser Stadt wohnt, der Hananias, gehört von Gott. Gott sagt ihm, Hananias, gang zu dem Haus, wo ich dir sage. Dort wohnt der Paulus. Gang zu ihm und leg ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Der Hananias verschreckt. Oh, der Paulus,
das ist doch der, der die Christen ins Gefängnis tut. Was macht er eigentlich mit mir? Ui nein, muss ich jetzt Angst haben? Der Hananias entscheidet sich trotzdem, zum Paulus zu gehen, weil Gott ihm das aufgetragen hat. Er findet den Paulus, so wie es Gott gesagt hat, und betet für ihn. Und dann kann der Paulus wieder sehen. Und weil der Paulus die Begegnung mit Jesus hat, will er jetzt alles über Jesus wissen und wie so ein Leben mit Jesus aussieht. Er möchte wissen, wer Jesus ist und warum es Jesus braucht, um Gott zu gefallen. Der Hananias und die Christen in Damaskus erzählen ihm alles. Und so lernt der Paulus Jesus kennen und kommt ihn gerne über. Schon ein paar Tage später geht der Paulus in die Synagoge, das ist die Kirche von dort, und predigt selber von Jesus. Und so fängt dann Paulus seine Geschichte mit dem Heiligen Geist an. Wir werden in den nächsten Wochen noch viel von Paulus und seinen Abenteuern hören. Aber sicher ist, dass was ihm da passiert ist, hat er nie mehr vergessen. Ganz sicher nicht. Wenn dir Jesus so nahe begegnet und sogar mit dir redet, dann vergisst man das nicht mehr. Hey, weisst du was? Der Paulus hat da etwas mega Wichtiges gelernt. Er hat gelernt, dass man nicht einfach zu Gott gehört, wenn man sich mega anstrengt, immer lieb ist, folgt und sogar in die Kirche geht. Ja, er hat gemeint, dass das langt. Er hat gemeint, wenn man gut und lieb ist, gehört man zu Gott. Aber dann hat er Jesus kennengelernt. Den, wo er verfolgt hat. Und er hat gemerkt, dass man nur zu Gott kommen kann, wenn man Jesus annimmt. Aber warum dann nur durch Jesus? Weil, egal wie fest wir uns Mühe geben, alles richtig zu machen, passieren uns trotzdem Fehler. Manchmal streiten wir, sagen etwas Blödes oder folgen nicht. Und mit Fehlern können wir nicht zu Gott kommen, weil er hat keine Fehler. Ah ja, und weil Jesus für unsere Fehler, für unser Seich und alles, was wir nicht richtig machen, gestorben ist, brauchen wir Jesus. Genau, weil er uns möchte vergeben. Und der Paulus hat genau das erlebt. Als er Jesus kennengelernt hat, hat er sich immer noch Mühe gegeben, so zu leben, dass Gott Freude hat. Aber er hat auch eine Hilfe bekommen, den Heiligen Geist. Die Kraft vom Heiligen Geist hat ihm geholfen, so zu leben, dass Gott Freude hat. Und mit dem Heiligen Geist hat der Paulus angefangen, allen Menschen von der Liebe von Jesus zu erzählen. Er hat es nicht für sich behalten, sondern allen erzählt. Und das war der Plan von Gott für den Paulus. Gott hat den Paulus gebraucht, dass viele Menschen von Jesus hören. Und wie er das gemacht hat, das werden wir in den nächsten Wochen hier im Kigo hören. Hey, und genau wie für den Paulus hat auch Gott für dich einen Plan. Er hat dir Gaben und Talente, also Sachen, die du gut kannst, hat er dir gegeben. Und er hat dir auch den Heiligen Geist geschenkt. Und er möchte dich und dein Leben brauchen. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Danke vielmals, Jesus, dass du uns das Leben gegeben hast und dass du uns so wunderbar gemacht hast. Und dass wir mit Gott zusammen sein, dass wir seine Kinder sein, wegen dem, was du am Kreuz gemacht hast. Aber mit dem ist es noch nicht fertig. Du hast einen guten Plan für uns und für unser Leben. Du möchtest uns brauchen, dass andere Menschen dich kennenlernen dürfen. Und du hast uns die beste Hilfe gegeben, die man dazu haben kann, nämlich den Heiligen Geist. Und ich spreche das jetzt aus über diesen Kindern, die hier zuschauen, dass sie das in ihrem Leben erfahren dürfen. Wie du ihr Leben brauchst und wie du, Heiliger Geist, in ihrem Leben wirkst und sie brauchst, dass andere Kinder und andere Menschen dürfen Jesus und seine Liebe kennenlernen. Danke vielmals. Amen. Amen, Amen. Hey, ist euch auch etwas aufgefallen? Uns schon. Ganz sicher, oder? Habt ihr den Paulus, der sich im Video überall versteckt hat, im Video auch gesehen? Hey, ihr dürft die kleinen Paulus, nicht den Film, sondern die kleinen Paulus, die am Boden liegen, die dürft ihr zählen. Und dann könnt ihr uns die Antwort auf unser Mail zuschicken.
Aus allen Richtigen werden wir dann wieder ein Preisli verlosen. Wir wünschen euch von ganzem Herzen eine mega tolle Woche. Schalt nächste Woche wieder ein, wenn wir mehr von Paulus und seinen Abenteuern hören. Bis bald und mach's gut. Tschüss miteinander. Tschüss.